Das ADR unterstützt an dieser Reform die Vorstellung, wenn sie vom CIFEL durchgestellt. CIFEL als Eisenmeinung nur den einzigen autorisiert Organisation oder ich kann nicht das Wort Gewerkschaft hören, aber die einzig autorisiert Institution, die Recht hat, am Namen für die Kirchenfabriken zu schwätzen, weil sie rekrutiert die ganz große Majorität von den Kirchenfabriken und sie sind nicht mit der Proposition d'accord. Sie sind aber damit d'accord, für sich zu reorganisieren, für auf Gemengeniveau eine Kirchenfabrik zu machen. Sie sind damit d'accord, für einen Solidaritätsbeitrag in den Kirchenfabriken an den Solidaritätsfonds zu bezahlen, für die Kirchen, die mehr suchen und denen Kirchen helfen, die nicht so viel suchen, für denen suchen zukommen zu lassen. Und da muss man sich vorstellen, wieso geht der Staat hin, und versucht so ein Medien am Land zu machen, für gegen die Wille von den Betroffenen etwas durchzuziehen. Für was geht der Innenminister hin und refusiert, für mit einem CIFEL zusammenzukommen, für mit denen wir hier Probleme zu schwätzen. Wir sind der Meinung, dass den CIFEL die einzigen sind, die Recht haben, am Namen von den Kirchenfabriken zu schwätzen, und sollen lauschen, was die Kirchenfabriken wollen, und sollen der Staat hört sich nicht intern an das Funktionament von den Kirche anzumischen. Für allem schwätzen so viel von Trennung von Kirche und Staat. Und sie schreiben der Kirche vier Wege sich zu organisieren oder was zu Materie suchen, per Gesetz. Und dürfen so wir kommen gehen hin, aber holen das was das CIFEL, so wie sie wollen organisieren. Aber wenn das bedeutet, das muss legiferiert gehen, weil das Ganze auf ein Dekret zurückgeht, dann muss das eben legiferiert gehen, aber am Sinn von den Leuten, die dummerden müssen leben. Daher kann also mit dem Gesetz nicht aufverstanden sein. Wir hoffen, dass der Staatsrat einen klaren Spruch schwätzt. Wir hoffen aber auch, dass die Regierung angesagt, dass es auch von dem Minister Kersch immer sieht, das gibt am Dialog mit der Kirche geschehen, es gibt am Interesse von der Kirche geschehen. Mir so ganz klar, nee, er hat wirklich versucht, Medien an die Kirche zu bringen, und geschieht nicht am Interesse von der Kirche. Aber wenn das Gesetz soll so durchgehen, wie durch die Vorstellung von der Regierung ist, wird der nicht nur dagegen stimmen, wir werden alles machen, für dass der an eine nächste Regierung kommt. Aber wenn der an eine nächste Regierung kommt, dann wird das Gesetz direkt reformiert, und da kriegen Gemeinden ihre Autonomie zurück, und die Kirche installiert, und sie kriegen auch ihren Eigentum zurück.